Moin und willkommen beim Sushi TV. Mein Name ist Boris, ich bin der Gründer von der Akademie Culinaire und in diesem Video machen wir eine Sushi-Analyse. Und zwar war ich nämlich an der Wasabi auf Mutfurt essen. Da habe ich mir den Plat Tokyo bestellt, den hat mich 50 € gekostet. Ich denke, ob das für 2 Personen war, aber ich habe das ganz gut allein gepackt. An dem Plat gucken wir uns nochmal genau im Detail an und da gucken wir auch, ob der tatsächlich 50 € wert war. Ja, detaillierte Karte könnt ihr natürlich auch auf ihrem Internet gucken. Und ich muss schon sagen, sie haben wirklich viel Schwach. So also der Plat Tokyo, sowie noch auf der Karte im Restaurant aufgebildet ist. So, da gucken wir mal, was an dem Tokyo-Menü alles dran ist. Also, für 50 € kriegen wir 5 Sashimi Saumon, 4 Sashimi Thon, 6 California Rollen mit Saumon dran, 6 California Rollen mit Surimi dran, 6 Maki Thon, 6 Maki mit Tempura und Nigiri Sushi. Da ist ein Thon mit Kui dran, ein Nigiri Hokigai. Ein Hokigai ist am Anfang das Fleisch, das Krabben an ihre Pinzen haben. Das Fleisch geht rausgeholt, gekocht und geholt für den Sushi zu nehmen. Dann ein Scampi, ein Thon, ein Pulp und 5 Mal Saumon. Am Ganzen sind das 43 Pièces, 150 € dafür bezahlt. Das heißt, schon 1,60 € pro Pièce bezahlt. Das ist ja wirklich ein paar Mal. Aber da gucken wir mal, ob das tatsächlich der Preis wert ist. So, schon dann den Plan serviert, kriegt so hat ihr nochmal ausgesehen. Und dann holen wir den mal nehmen und gucken wir genau im Detail, ob das tatsächlich das ist, was ich bestellt habe. Also ich habe schon mal Stecker gezählt und tatsächlich sollen nicht schon 43 Stecker drauf sein und ich noch 43 Stecker kriegt. So, dann gucken wir nach, ob tatsächlich auch alles an dem Plateau dran ist, was auf der Karte steht. 5 Sashimi Saumon, die war da, 4 Sashimi Thon, die waren auch da, beide California Rollen, Saumon. Da haben sie gesagt, wären 6 da und ich da just 5 Pfund. Als nächstes haben sie gesagt, wären 6 California Surimi dabei, da habe ich da am Anfang just 3 gekriegt gehabt, 6 Maki Tempura, die waren da und 6 Maki Thon, die waren auch da. Von Nigiri nehme ich alle guten Dekrit, die auf der Karte stehen. Als erste Verdikt also auf der Karte stehen Sachen drauf, die ich auf meinem Plan nicht gekriegt habe. Aber wie ich meinen Plan ein bisschen am Detail geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich verschiedene Sachen drauf hatte, die ich gar nicht bestellt habe. Wie zum Beispiel diesen. Das soll am Anfang eine California Roll sein, mit irgendeinem Typ Fisch drauf. Ich kann wirklich nicht mehr so, was für ein Typ Fisch es war, so mein Bild kann ich doch schlecht erkennen, aber absolut keine Ahnung, was das da war. Dann habe ich noch einen Sushi entdeckt, der noch nicht drauf verloren hat, und zwar diesen hier. Eine California Roll, bisschen rosa Bausen anderem, kann ich mir just erklären, indem sie ein bisschen farbige Reis benutzt haben, also Lebensmittelfarbe bei der Reis gemacht haben, weil richtig Fisch eher kann das eigentlich nicht sein, weil die sollen eigentlich schön rot sein. Und dann kann ich schon Philadelphia, jedenfalls steht da nicht auf der Karte und ich nicht bestellt. Und hier noch etwas, was ich nicht bestellt habe. Tempura, irgendetwas, hat auch nicht terribel gut geschmeckt, war ich dann neutral. Jedenfalls steht nicht auf der Karte und ich nicht bestellt. So, da gucken wir uns nochmal die verschiedenen Sushi genau an. Hier ist zum Beispiel ein California Roll. Hier haben sie ungefähr 20 Gramm Thon benutzt, ein Mini-Cornichon dran gepackt, gewisse Sesamkerne. Von der Präzision hier ging ich ein 5 von 10. Und gesagt, ein bisschen zur Summe gedratscht, ein bisschen einfach nur dran geklagt aus. Die Sushi hier machen wir bei uns am Initiationskurs Nummer 1. Dann haben wir hier Maki, Bannen dran sind frittierte Krevetten, am Anfang sind das Tiger Prawns. Die kriegen die fertig so in der Salz zu kaufen, die sind gefroren. Die brauchen am Anfang just nur noch an den Tempura dran zu dippen. Wie das gemacht wird, das weiß ich in einem anderen Video, das ist wirklich super einfach. Und dann braucht ihr dann einfach nur zu frittieren und an den Sushi dran zu legen. Von der Präzision hier muss ich so 10 von 10, weil die Ingredienten sind wirklich schön an der Mitte, schön rund gerollt, tipptopp. Diese Sushi machen wir am Initiationskurs Nummer 1. Dann haben wir hier 5 Nigiri Sushi. Da ist just so mal drauf. Man muss aber sagen, das ist wirklich ganz schön, ganz präzise gemacht. Für mich hier ein 10 von 10. Und Schwierigkeitsniveau, das Sushi machen wir auch am Initiationskurs Nummer 1. Dann kommen wir zum Sashimi. Hier haben wir 5 Stecker Saumon, 4 Stecker Thon. Hier muss ich so, die Stecker sind wirklich ganz schön geschnitten, wirklich präzise. Ob alle beiden 10 von 10. Und hier sind wir am Schwierigkeitsniveau Initiationskurs Nummer 2, weil da gucken wir alles, was verschneiden ist. Just unter dem Sashimi hatte ich ein paar Makien mit nach einem Nigiri Crevette dabei. Die Crevette kriegt die fertig an der Provençal zu kaufen, am Gefrierrayon, raus just drauf zu lehnen und zu strecken. War hier gesagt wirklich gut aus, also von der Präzision hier ging ich einfach ein 10 von 10. Für den Maki, da haben sie just Tondra benutzt, und hier geht es einfach ein 0 von 10 von der Präzision, weil das ist einfach gerollt wie Arsch. An all guten Day, die wir im Initiationskurs Nummer 1 ziehen, kriegen das besser hin, wie den Tipp, den die ganze Nacht just da an der Küche möchte. Jetzt neben dem Sashimi lungen noch ein paar Nigirien.
Uwen war ein Ton mi-cuit, normalerweise die just halb durchgebroten sind, bei den Halten war ratsch durch. Dann dran die Pulp oder auch Oktopus genannt. Dat kriegt den auch fertig an der Provence zu kaufen, kostet 3 Mal nicht. Dann dran der vermeisen Hockeyguide, Zahlwurst, die kriegt ihn am 1 Kilo am Gefreierreon zu kaufen, brauchst just den dienstlosen Drop legen und Strecke fertig. Anders letzten innen nach einer schönen Nigiri mit Ton drauf. Mais auf alle 4 Nigirien Top-Präzision 10 von 10 Punkten. Schwierigkeitsgrad auch heurem Initiationskur Nummer 1 bei uns. Dann lernst du Bord von nach Kalifornien roll. Haben sie Surimi da gemacht, ganz ein bisschen Avocado, Somos eher anderem gemacht und das gerollt wie Arsch. Geht von mir für die Präzision ein 0 von 10. Der Kalifornien Roll machen wir bei unserem Initiationskur Nummer 1, also eigentlich keine Schwierigkeit. So, du fassen wir das ganze Necker zusammen. Schon mal einfach alles, was Friede mal schon diese von dem ganzen Platz zusammengerechnet und es sind ob ungefähr zwischen 8 und 9 Euro kommen. Holen es wären 10 Euro. An der Restauration machen sie dann von so für den definitiven Preis zu errechnen, den Herrn auf der Karte ist. Holen sie Friede mal schon diesen, sie multiplizieren das mal 3,5 und dann kriegen sie den Prix de Vente. Der Tisch 3 müsste eigentlich den Plat für 35 Euro verkauft gehen. Wir haben aber 50 Euro dafür bezahlt. Zählen also nach TVA auf, dass sie keine 17% mehr an der Alimentation als 3%. Der Tisch der Prix de Vente auch DAX liegt bei 48,50 Euro. Zählen wir nach die 10 Euro freien auf, dann hat der Wasabi Restaurant auf dem dritten Plat ein Benefiz von 38,50 Euro gemacht. Das ist wirklich Wahnsinn für 15 Minuten arbeiten. Wenn wir nun wirklich gucken, was wir gekriegt haben, waren eigentlich just Sushi aus dem Initiationskurs Nummer 1. Also wirklich basic. Mit einem Preis von 50 Euro kann ihr aber tatsächlich noch rechtfertigen. Wenn die Präzision tatsächlich die Stimmen in hochwertige Fisch gefallen, das Problem ist heute, die Haltung von den Fischen, die wir an denen Sushi dran hatten, die kriegen die gefroren an der Provence zu kaufen. Weil ein Minimum von Ton benutzt ging, hauptsächlich just Saumon, weil den eben dann belüsten muss. Die einen mag hier war schlecht gerollt, Kalifornien rollt auch. Aber ich fand am Platz, dass sie das schön strukturiert, schön präsentiert haben sie ein bisschen Chaos organisiert auf dem Teller, für das dich auch nicht auffällt, dass verschiedene Sachen fehlen. So, ich hoffe, dass Sushi-Analyse dir gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da. Aber wenn dir Lust tut, von ihrem Sushi-Plan analysiert zu kriegen, dann schickt mir einfach ein Foto, entweder über meine Facebook-Seite, du musst einfach Sushi-Kur Luxemburg sichern, oder über Twitter, einfach @akademie.lu. Oder eben per E-Mail kontakt@sushi-kur.lu. Hier oben nur noch ein Video, wo ich ein Unboxing gemacht habe. Ich nämlich wie ich zu New York war ein Sushi-Boot gekauft. Das habe ich geliefert gekriegt und das habe ich aus Sänger gekostet. Und hier ist noch ein anderes Video, an dem ich über die Geschichte vom Sushi schwätze. Aber wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, hier oder das Knöpfchen einfach nur draufklicken und da verpasst ihr sicher nichts mehr. Ich sage euch merci fürs Gucken. Bis geschehen. Ciao.